So, Deli, ist später geworden, wir hatten Stau von Bern. Nein, der Franco Rossi, der macht immer bis um 4 Uhr Pause, das habe ich vergessen, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt hat er offen, jetzt hat er gerade aufgemacht und tack, schon die erste Kunde. Super. Also Franco Rossi, seines Zeichens Gückeli-Meister. Ich kann dir mal hier auf der Seite ein bisschen zeigen. Das ist der da. Bereits seit über 12 Jahren Gückeler und auch seit über 12 Jahren kommt vom Städti. Und es ist schon noch spannend, wir haben mit dem Franco Rossi eigentlich immer den Bezug gehabt, dass er von uns Gewürzli mit auf den Wagen genommen hat und irgendwann hat er dann angefangen und wirklich extrem erfolgreich Bratherdöpfeli gemacht mit, ja natürlich mit Herdöpfelgewürz, ist klar. Und auch jetzt ist es so ein bisschen eine Ikone geworden. Also es gibt natürlich einen Haufen andere Gückeli-Wege, den kennen ihr alle. Aber wenn du in Bern vom Rossi redest, dann kennt den irgendwie jeder. Und wir sind natürlich mega stolz, dürfen wir hier in Bern, das ist der erste Standort, wo unsere Flips bereits auf dem Wagen hat. Seit gestern, die sind noch ganz frisch. Und aus dem Grund heraus muss ich ihm nachher noch schnell das Geheimnis zeigen. Darum sind wir ja extra so weit auf Bern gefahren. Seht ihr hier? Live, tack, tack. Portion Herdöpfeli und wieder Menschen happy gemacht. Jetzt für alle die jetzt schon dabei sind, sind da schon mal in so einem Gückeli-Wagen rein gewesen? Ich darf da ein bisschen reinschauen. Ich lange natürlich nicht da, sonst muss ich noch helfen arbeiten, das möchte ich nicht. Aber schauen. Schau mal. Schau mal. Seht ihr da? Das ist jetzt eben der Franco. Ich habe eigentlich nur erklärt, dass du der berühmteste Gückeler von der Alpen-Nordseite bist. Da ist gerade Herdöpfelgewürzproduktion, also nicht, sondern deine feinen, wie sagst du denen? Bratherdöpfeli. Habt ihr gehört? Bratherdöpfeli. Das ist so das Berndeutsch, wo man da ganz klar das raus sieht. Also, er muss die alle zuerst so schnippeln. Und nachher tut er die. Die tust du nachher hier an den Bullenspieß anhängen, oder? Nicht. Nein, er hat hier noch Fritteuse mit rein. Die sehen, der Wagen glänzt. Du könntest das Gefühl haben, er hat noch keine Bulle verkauft heute. Aber wenn wir hier oben schauen, wie viel das da schon fehlt, das ist gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Und ich darf natürlich schon ein bisschen stolz sagen, also wenn man den Laden mal anschaut, verkauft er auch Bulle, aber auch Städti. Und noch mehr Städti. Und dann noch ein bisschen Coca-Cola und so. Also wir sind hier in extrem guter Gesellschaft. Und wenn ihr hier seht, die allerneuesten Flips und natürlich Städti-Chips. Und jetzt neu ist er noch in die Soßenproduktion eingestiegen. So, oder? Ups, schon wieder Städti-Gewürz. Verrückt. Voilà. Und jetzt hier hinten brutzelt es. Heisst, ich jetzt doch das da drüber abnehmen, dann sieht man doch, ja, schau mal. Wunderbar. Wenn ihr da könntet schmücken, wo ich schmücken kann, dann wäre ihr da. Wir sind in Bern-Bümplitz. Warte, ich das Telefon noch mal schnell. Voilà. Wir sind in Bern und zwar Bümplitz heisst das Quartier, sagen Sie dem. Quartier sagt man dem. Bachmetteli. Vor der UBS. Vor der UBS. Darum hat er auch ein rotes Mobil. Weil die UBS hat ja auch ein rotes Logo. Und wenn er vor der CS steht, hat er ein blaues Mobil. Und wenn er vor der Thurgauer Kantonalbank steht, hat er ein grünes Mobil. Das stimmt nicht, das ist gelogen. Okay? Aber Franco, ja, schau jetzt. Ich muss dir wirklich noch etwas zeigen, aber das ist ein Geheimnis. Muss ich auch? Es ist ein Geheimnis, ja. Also ich kann es da, eigentlich darf ich das niemandem verraten. Das habe ich versprochen, hier in Mülheim. Aber, da wissen ja ganz genau, andere Postleitzahl, andere Regeln. Und da sind wir definitiv noch etwas anders, weil wir sind in Bern. Gut. Und genau darum. Unsere Flips hast du ja vermutlich schon probiert. Ja, pardon, excuse. Er ist gerade so konzentriert, dass seine Herdöpfel nicht anbrennen. Ich meine, weißt du, da geht um Sekunden dort. Also, und jetzt zeige ich dir das Obergeheimnis. Moment schnell. Und zwar geht das so. Das heisst, so, das ist nur für die Parkour. So, die Flips sind da schon mal vorbereitet. Und jetzt kommt der Trick 77. Und zwar geht das nur mit dieser Soße in der pinken Verpackung. Das ist die. Ist ja logisch, welche, von wem. Und dann muss man hier ein bisschen drüber tun. Nein! So.
Und jetzt darfst du gerne mal so eins probieren und gerade so spontan sagen, wie das schmeckt. Sackstark. Super, mega. Wow! Gut. Und ihr habt gesehen, das ist live. Also ich kann da nicht irgendwie reinschneiden machen tun, sondern Ich nehme noch eins. er kommt nicht genug über. Er kommt nicht genug über. Ist das der Trick 77? Me Mega! Ihr seht, es gibt auch Menschen, die flippen genauso wie ich. Und genau darum haben wir Motto «Steady flippen» hier am Gückeli-Stand. Jetzt gehe ich auf die Seite, dass da die Kundschaft hingeht. Kein Problem. Ich dürfte, ja, jetzt habe ich gerade das Herz bekommen. Dankeschön. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Platz machen. Jetzt geht es ja eigentlich ums Poulet-Verkauf. Aber wir haben gesehen, Flips und Soße, der Hammer. So, jetzt können wir hier von hinten ein bisschen dazu filmen. So, da sieht man das ganze Gückeli mobil. Und wie gesagt, bereits seit 12 Jahren unterwegs hier in Bern. Und jedes Jahr, also jetzt außer die letzten 2 Jahre, auch immer bei uns am Stedifest als VIP-Foodtruck der Franco Rossi. So eine Legende. Legende und Helden treffen sich da, ja, in Bern-Bümplitz. Und das Wetter ist immer noch Bombe da, seht ihr? Hat noch einen blauen Himmel. So, tack und schon. So, dann können wir hier noch drüllen. Ich kann da noch zuschauen. Ist ja schön, nicht? Das ist mobil, he? Den könnt ihr übrigens auch mieten. Also ich glaube nicht, dass er bis in die Tour rausfährt. Außer für den Stedi. Einmal für den Stedi-Vater. Perfekt. Und jetzt, wenn ich schon immer mal anschauen wollte, Franco, warte ich da wieder drüllen, dass mich die Menschen sehen. Voilà. Also weißt, es ist ja schon mega schön so. Also das sind die Sachen, die du jetzt die Woche verkaufst, oder? Ja, heute. Heute? Alles da? Also das sind gleich noch etwa 18 Poulet oder so? 30. Oh, aber hast du noch einen Kühlschrank oder so? Oder wie transportierst du das Zeug da hin? Darf ich dir mal anschauen? Ich zeige auch nichts. Moment. Hey, live on stage, jetzt wieder schauen. Habe ich noch nie gemacht. Bäm! Lustig, der Wagen könnte uns gehören, tut er aber nicht. Er gehört dem Franco. Und jetzt gehen wir da mal an, jetzt müssen wir schauen. Da ist der Geschmack daheim. Schaut mal da. 3 Millionen Poulet an Lager. Ich meine, da hinten dran, die weiße Wand, die kann man wegnehmen. Und dann kommt nochmal eine weiße Wand und nochmal eine weiße Wand und nochmal eine weiße Wand. Und dann, nachher wird die hier angemacht. Oh, und es ist übrigens mega schön warm hier. Ist es auch so warm im Sommer? Oder im Sommer nicht, oder? Im Sommer ist es noch heißer. Wie warm hast du im Sommer? 50 bis 70. 70 Grad. Müssen wir mal schauen. Mein Nattel tropfen fast. Sehr lecker. So, jetzt machen wir noch so einen schönen. Voilà. Franco Rossi, Stedi, alles Gute aus Bümplitz. Machen wir. Habt einen So. so. Habt einen wunderschönen Tag. Bye bye. Tschüss zusammen.